Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast 2. Uff, pelzig. Ja, in der letzten Episode haben wir nur unsere Pilgerreise gemacht und sind hier Richtung Templegate, New Templegate gegangen. Und jetzt geht's hier rum. Oh Mann, ich glaube, dafür, dass wir im letzten Teil so wenig gehabt haben, kommt jetzt was ganz Hässliches auf uns zu. Okay, noch ist nichts passiert. Trotzdem, die Musik spricht für sich, wie ich finde. Ich sollte mal trotzdem nochmal alles abhorchen, zur Sicherheit. Dann können wir hochladen. Boah, Mann, ich gehe hier total passiv vor, finde ich. Aber ich habe auch irgendwie den Mut nicht so wirklich. Es ist ein anderes Feeling als in Outlast Ends. Aber trotzdem ein sehr heftiges. Wie ich finde. Okay, natürlich ist es wieder so duster wie ein... ist natürlich wieder absolut stockduster hier drin. Hier scheint aber auch niemand zu sein derzeit. Noch nicht. Was gibt's dann Gutes? Nix. Nicht mal was zu futtern hier. Nur ein bisschen Salmonelle-Hähnchen mal wieder und ein Rinderschädel. Ein bisschen süße Mais. Ja, gut. Wem's schmeckt, wem's schmeckt. Bitte mach nix, Kerl. Bitte. Oh Mann, und überall haben sie die eklige Boppe. Vielleicht, weil sie ja irgendeine Kinder ständig opfern müssen. Ich will nicht an dem Typ vorbei. Boah. Nee, wie gesagt, das ist ein ganz anderes Feeling als Outlast Ends. Es ist trotzdem bedrohlich. Aber anders. Man hat mehr Freiraum, ist nicht so eingesperrt wie in... Ist nicht so eingesperrt wie in Outlast Ends. Oh Mann. Einige Objekte können vor Türen und Fenster geschoben werden, um diese zu versperren. Na toll. Danke für die Info. Was kann dann geschoben werden? Oh Mann. Und was haben wir hier wieder? Was von Val? Sullivan, Papa, Ezekiel, Lügner, Scharlatan, Tempel der Gicht, Süchtiger, Feigling, Vergewaltiger, Kindermörder. Ich bin fort und ich nahm mit mir den Mut, die Wahrheit zu sehen. Komm zu uns, jage uns. Wir warten nur darauf, jeden Einzelnen, den du auf den Berg schickst, zu töten und zu ficken. Na toll, also nekrophil sind sie auch noch. Ich hasse dich nicht. Könnte Jesus den Täufer hassen, weil er Jude ist? Ohne die Jahre deiner Ignoranz, deiner dreckigen Lügen, hätte ich meine wahre Sicht nicht gefunden. Ich hätte nicht den Mut gehabt, die Wahrheit zu suchen. Wäre ich nicht von der Wut über deine Unwahrheiten getrieben. Dein Gott ist der Aberglaube eines Kindes. Dein Glaube ist eine Peinlichkeit. Die Zeichen des wahren Vaters waren vor dir, vor uns allen. Und du, aufgeblasen, naiv, zu dumm zum Atmen, dachtest, diese Visionen wären die Strafe eines erzürnten Gottes. Dein Gott hat Angst, denn dein Gott ist kein Gott. Dein Gott ist dein Ego, verwundbar und falsch. Welch Schmach! Mein Gott ist kein Gott, aber er ist wahr. Und er ist hier in jedem Moment der Ekstase, und sein Kind wird diese Welt ficken und in ewige Herrlichkeit reißen. Ich bitte dich nicht, dich uns anzuschließen. Ich sage dir, du wirst dich uns anschließen. Denn unsere Liebe ist größer, als du es dir je vorstellen könntest. Val. Naja, ach, es Sicht der Dinge, die ich sage. Nicht gerade die Best, aber... Okay, da haben wir noch einen Gitarrespieler. Vielleicht war das der unglückliche Tropf, der da unten gelauert hat. Und gelecker hat. Wieder ein bisschen Salmonelle-Hühnchen. Njam, njam, njam. Was hieß? Irgendwas können wir noch für Türe schieben, um sie zu versperren. Jetzt ist nur die Frage, was? Und das wird wahrscheinlich hinter der lauern irgendwie. Oder wir können... Ah ja, wir können das davor schieben. Okay. Dann horchen wir mal ein bisschen raus. Ich glaube, da ist gerade nix. Und wie schaut's da aus? Da könnte was sein. Okay, komm. Okay, abgeschlossen. Ist okay, ist akzeptiert. Und können wir das auch langsam aufschieben, das Ding? Nee. Nee, Moment. Was passiert jetzt hier? Ich bin etwas unschlüssig, was hier jetzt passieren könnte, wenn ich das mache.
Oh je, ich habe irgendwie Schiss, was sich damit jetzt losdreht. Oder kann ich... Ja, okay. Ich kann das Fenster dann öffnen. Moment. Okay. Langsam aufmachen. So, dann müssen wir leider wieder nachladen. Da unten ist wieder jemand unterwegs, glaube ich. Ich guck gerade mal in mein Inventar. Wow. Nur noch Batterie im Sack. Das ist hart. Das ist echt hart. Okay, da ist niemand. Ich glaube, ich bin zu zögerlich. Ich bin echt zu zögerlich. Und verschwende hier Batterie ohne Ende. Das ist etwas schade, wie ich finde. Okay. Dann kletter mal runter. Na, kann er nicht mit Kreis? Okay. Schäm dich, Tonne. Was haben wir hier? Oh, Batterie. Saugut, saugut. Die nehme ich. Die nehme ich liebend gern. Und was kommt jetzt? Also, wie gesagt, irgendwie erwische ich mich hier selber dabei, dass ich sehr passiv vorgehe. Bei Outlast Ends war das etwas aggressiver, weil ich das Gronk-Let's Play noch ein bisschen im Hinterkopf gehabt habe. Ach, wenn ich einzelne Jumpscare-Passagen nicht mehr im Kopf gehabt habe. Ja, weil ich dann das Gronk-Let's Play noch im Kopf gehabt habe. Aber hier bei Outlast 2 bin ich deutlich passiver, merke ich. Oh je, jetzt passiert bestimmt irgendwas grottehässliches, wenn ich das mache. Okay. Nicht gebetsbetrieben, ja, ich glaube aber eher, dass Gott wohl uns eher erhören wird als die Leute. Manometer. Das sind hier schon ein paar Feinerle hier, die wir da haben. Natürlich. Es geht nichts über Schreie hier in der Gegend. Ach, das ist doch wieder die... Das ist doch wieder die Brackwasserweiherin. Ich glaube, das sollte ich jetzt nicht vorbeigehen. Die könnte mich nämlich sehen, die Brackwasserweiherin. Oh nein, die kommt in unsere Richtung. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut, wenn die in unsere Richtung kommt. Okay, und das ist auch geil gelöst. Wenn ich das Mikro einschalte, dann kann ich die hören. Dann kann ich hören, was die da verzeih babbelt. Das finde ich cool gelöst. Da muss sie irgendwo sein, hier in der Gegend. Bei dem Draht, Mülltonne, Feuer. Ja, da müsste stehen. Aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt lösen soll. Ich muss wahrscheinlich da rüber oder hier. Oder würde hier gern erkunden erstmal. Okay, du latschst jetzt wieder hier. Ich würde ganz gern hier erkunden, wenn das möglich ist. Und hoffe, dass das geht, ja. Da können wir rein. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich hoffe, da ist jetzt keiner. Ja, das sind schon sehr nützliche Tools, die man hier parat haben, muss ich sagen. Ja, also definitiv unsere Tools, die wir haben, sind sehr, sehr cool gemacht. Und nützlich. Okay, die ist immer noch draußen. Und hier haben wir leider nichts, nur Batterie. Oh, Gott sei Dank. Sehr cool. Batterie bin ich sehr, sehr gierig drauf, muss ich gestehen. Gerade hier in Outlast, das ist das Einzigste, was wir finden können, was uns hier wirklich noch nützlich sein kann. Okay, da ist noch irgendwas. Und da haben wir nichts mehr, was uns wichtig wäre. Ah, nee, das war nur eine Plastikflasche. Okay. Und hier ist natürlich zu. Dann die Sache raus aus dem Kabuff hier wieder.
Und es hat sich doch gelohnt, hier zu erkunden. Dann wieder hier raus auf den Weg. Jetzt müssen wir wieder nachladen. Ich sehe mal wieder gar nichts. Wo ist sie dann? Da hinten fuchtelt sie immer noch rum. Die guckt auch voll in unsere Richtung. Das ist scheiße. Das ist echt dämlich. Ich die jetzt irgendwie gern umgehe, wenn das möglich ist. Aber ich glaube, das wird nicht möglich sein. Die guckt direkt in unsere Richtung. Ich habe da ein bisschen Problem gerade. Ich probiere es trotzdem jetzt mal zu schleichen. Und probiere irgendwie durch Seitegasse oder so durchzukommen. Weil an ihr vorbei ist eher schlecht, denke ich. Schätze ich jetzt mal so, wie ich Outlast kennengelernt habe. Oh, bitte nicht. Bitte sei artig. Oh, Mann. So ein elender Mist. Ich will nicht. Da komme ich nicht rein. Und ich bin auch gerade sehr arg gespannt, muss ich sagen. Wow. Oh oh. Aber sie hat uns schon gesehen, glaube ich. Mist. Das wird jetzt eh nichts mehr bringen. Wir können nichts anderes machen, als uns deren zu stellen. Vielleicht jagt sie uns, vielleicht nicht. Alles cool mit dir, ja? Ich habe kein Problem mit dir, Oma. Absolut nicht. Zuschließen kann ich leider nicht, aber die weiß, dass ich doof bin. Manche sind nur etwas aktiver, glaube ich, und andere sind nur passiv. Und ich bin derzeit auch in so passiv wie Rollerei gedrückt, muss ich gestehen. Weil ich hier tatsächlich doch etwas wenig mutig durch das ganze Spiel durchschlüpf. Ich weiß nicht, was denken ihr, wie ich das mache? Mache ich das richtig so, dass ich da vorsichtiger agiere? Oder denkt ihr, dass ich zu vorsichtig bin, dass ich mal eher mal Rambo und Drecksau spielen sollte? Das würde mich mal interessieren, wie ihr das denken. Weil klar, in dem Szenario hat man natürlich Angst, oder dafür ist das Spiel ja konzipiert. Oh, jetzt guckt sie mich wieder an. Ja, das sehe ich genauso wie du. Ich halte auch immer stundenlang Monologe vor Fremde über irgendeine Religion. Ist auch gar kein Zeichen dafür, dass man verrückt ist oder so. Heretic steht da. Ah, da haben sie wieder einen Ketzer gehäutet, aber nicht kastriert. Oder einfach nur so verbrannt. Manometer. Das ist knallhart. Die kennen hier absolut keine Gnade, die Leute. Ich hoffe, hier ist jetzt nichts. Hallo? Natürlich wieder so eklige Bob. Aber ansonsten ist hier nichts. Okay, hochladen müssen wir auch wieder. Ja, man kann hier nicht vorsichtig genug sein, wie ich finde. Und da aber im Bett, da kann ich nicht reinkrabbeln. Ich hätte jetzt gerne hier eine Runde schlafen. Ich fühle mich hier so sicher und aufgehoben. Oh, Mann. Das heißt, ich muss wieder raus zu der Spinnerin. Und ich glaube, wenn wir an der wirklich vorbeigehen, die lässt uns da bestimmt nicht einfach so durch. Ja, start den Aufzug, klar. 2 Batterien haben wir noch in Reserve. Verbände kann ich derzeit keine verwenden. Und nach dem Schluss... Jetzt haben wir es 12 Uhr. Ja, cool. Jetzt ist Mitternacht. Ich hoffe, der Mondstand ändert sich dann auch je noch Zeit. Das wäre cool. Ich probiere mal drauf zu achten, wenn irgendwie möglich. Hält die Alte immer noch wacher? Ja. Bitte mach mir nix, Oma.
darfst gern deine Meinung kundtun, da habe ich absolut nichts dagegen, solange du mich nicht jagst. Das ist alles bestens. Aber ich glaube eher, dass die Männer hier die aggressiver sind, bis auf die Val. Die Val ist natürlich hier die Anführerin von den Ketzer und dementsprechend als Frau, ach, wow, da ist jemand, da ist jemand. Wow, erstmal rein hier. Ins Fessel. Wir können aber auch spähen, glaube ich. Ja. Da ist noch ein Mann. Jetzt ist halt die Frage, wohin mit uns? Da ist der Ketzer verbrannt. Ich muss mal erstmal das Bewegungsmuster von den Light-Eye präge irgendwie. Und gucke, wohin ich überhaupt muss. Okay, probieren wir es mal. Nicht so zögerlich. Ich probiere es jetzt. Irgendwie. Gehen wir mal hier rein. Und hier wieder zu. Und wenn möglich... Nee, abschließen geht nicht. Aber ich probiere es mal, dass sie mich nicht sehen. Also Enddörfler ist hier auf der fleißigen Suche nach uns. Und wenn er die freundlich Frage tät, dann können sie ihm auch sagen, wo ich bin, wenn sie mal ihren Monolog unterbrechen würde. Natürlich überall Banjos, als wäre das ist sowas von klischeehaft schon fast. Ich habe das so in der Ende-Episode so scherzhaft angesprochen, wo wir in dem Musikzimmer waren. Aber dass es dann bestätigt wird, fand ich doch irgendwie witzig. Okay, die haben hier wohl ihr letztes Abendmahl kalter. Hier ist eine Batterie. Ich probiere noch vorbeizukommen, ohne dass die mir hoffentlich was machen. Ich hoffe, die machen mal nichts. Dankeschön. Sehr schön. Bitte macht mir nichts, ihr Kapuzenmänner. So, von dort aus können wir den anderen Spinner noch irgendwie im Arsch behalten. Der ist gerade da unten. Der ist direkt unter uns gerade. Das ist gut. Das ist gut. So könnt ihr uns mal nicht sehen, glaube ich. Was ist da? Power Generator Station. Sehr gut. Da müssen wir hier. Aber da drüben ist auch noch ein Ort, den wir uns eventuell angucken könnten. Müssten. Sollten. Okay, der Mann ist da ohne wieder. So ein guter Halbglatzerich. Den ich sage. Oh oh. Ich glaube, der geht ins Haus rein. Gehst du ins Haus rein oder gehst du fort? Noch ist er da unten. Ich glaube, wir könnten auch über den Balkon abhauen, wenn das irgendwie geht. Müssen wir mal gucken. Ja, dann schütze mal die Schöpfung, du Typ. Ich warte mal, bis der jetzt darüber wieder watschelt, weil der hat ja auch so Bewegungsmuster, dass der, hoppla, dass der, ach, darüber wieder geht. Und dann probiere ich es mal über den Balkon zu springen. Könnte etwas lauter und riskanter sein, aber wir probieren es mal. Ich glaube, der ist uns wirklich nicht so freundlich gesinnt. Der hat eine Machete bei sich. Okay, der ist jetzt so drüber gerade unterwegs. Na gut, probieren wir es mal. Ah! Ja, jetzt habe ich mal weh gemacht. Ich probiere es trotzdem, mich jetzt hier drin zu verstecken erstmal. Und spähe mal ein bisschen raus hier. Ja. Okay, der ist jetzt wieder dort unterwegs. Uah, da ist der nächste. Scheiße. Da ist auch nix. Uah, da ist er. Bitte guckt nach 3. Heile mich in deinen Wunden. Ja, tu mich auch. Manometer. Da ist nix. Da ist auch nix. Probieren wir's. Uah, 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 uah. Der kommt zurück. Der kommt zurück. Ich
Ich muss irgendwie gucken, dass ich da vorbeikomme, wenn der Kerl an mir weg ist. Renne wäre etwas doof. Das wäre die absolute primitive Variante. Ganz vorsichtig. Da muss ich hier. Und da ist der Typ. Okay. Dann raus. Und wir probieren unser Glück. Okay. Jawohl. Jawollo. Sehr gut. Wow, ich bin echt gerade sehr, sehr arg gespannt, muss ich gestehen. Nach wie vor. Das Spiel versteht es echt, mich hier auf ein Niveau zu halten, dass man sich total unbehaglich fühlt. Aber dass es trotz allem noch erscheint, als wäre alles machbar noch. Okay. Da wäre noch ein Weg, aber da komme ich nicht durch ohne irgendeinen Schlüssel. Ich lade nochmal noch. Und wie viel haben wir dann im Sack noch? 2 Batterien habe ich noch im Sack, das ist nicht schlecht. Okay. Ja, manchmal stört es ein bisschen mit seiner Ziele, die er andauernd wiederholt, würde ich sagen, aber dort drüber kann ich auch noch wegsehen. Aber das hätte man auch ein bisschen anders lösen können, denke ich. Wäre cool, wenn es immer eingeblendet wäre und dass er so alle paar Mol vielleicht mal sagt. Power Generator Room. Okay, da sind wir richtig. Das könnte das sein. Und da ist noch was. Das lesen wir auch natürlich. Ja, das können wir schwach lesen. Simeon, ich muss mit dir über ein Geheimnis sprechen, weil ich weiß, dass du dich mit Heilmitteln und Medizin und so auskennst. Ich hoffe, du weißt, dass ich so wenig wie möglich mit den Leuten der verdammten Welt spreche, wenn wir uns dort Benzin und andere Notwendigkeiten kaufen, die wir nicht selbst machen können. Ich habe mich etwas mit einem Zöllnerjungen unterhalten, der die Pillen verkauft, die Papa braucht. Als ich sie als Studierhilfen bezeichnete, lachte der Junge und sagte, der Körper brauche kein Penicillin zum Studieren, außer man studiert Muschis. Hast du so etwas schon je gehört? Ich weiß, ich will Papa nicht fragen, weil ich nicht weiß, was er tun würde. Doch ich will ihn nicht versehentlich vergiften. Bitte komm vorbei und sprich mit mir, John. Okay, also wirklich so Hillbilly-Gemeinde, die ab und zu mal in die normal zivilisierte Welt geht, um Zeug zu kaufen. Und dann kommen auch so Sachen dabei raus. Aber ihr liebe Leute, ich würde sagen, da gehen wir in der nächsten Episode Meierei. Also machen's gut und bis morgen dann. Eiern. Yankee.